Moin Astrid, wie geht es da? Tipptopp bei der als alles an der Reihe. Merci, ich kann nicht kloen. So, lausch da mal. Du warst da auf die Prinzenhochzeit invitiert. Erzähl uns mal, wie war es? Es war wunderschön, war alles prachtvoll, gut an der Reihe, wirklich nicht auszusetzen. Aber weißt du was? Erzähl. Der Prinz Guillaume, den hat man gesucht, wo ich beigekommen bin, weil sie zwei, das sind Frauen mit Eiser Lux-DVD gegen Lützeburg schlägern. Mit der Lux-DVD? Das geht es doch nicht. Lohala, warum? Ja, und dann hat Prinzessin Stefanie auch gesagt für Woa. Und dann hat sie gesagt, du hat an der Kathedrale den guten Akzent, mit wie den Akzent aus dem Süden. Ja, wunderbar. Das geht es doch nicht. Altesse Royale, trop d'honneur que vous me faites, da sind ich ja Fournisseur de la Cour. Ja, ihr seid ganz toll aus. Das dann auch nach so Jungen, ich weiß nicht, wem sein, dass es war ein junger Prinz bei mir kommt von der großherzoglichen Familie, an denen hat man auch gesagt, dass sie ging mit dieser Lux-DVD Lützeburg schlägern. Also, ich kann da so, und dann schon gesagt, soll sich auch das Witzbuch kaufen, das für mich lustig. Nach mir witzig, ja. Tipptopp, Astrid, ob dich das verlos. Apropos Witzbuch, da habe ich ein paar exzellente Neuigkeiten. Oh, aber was da geschieht? Die erste Uplo ist komplett ausverkauft und dafür haben die Edition de la Rose nicht dezidiert, danach notzudrücken. Oh, das ist ja tipptopp, da freut mich auch. Es leihen dann also lohnes Exemplare an den Librarien. Ich weiß schon auch zu merken, sie hätte keinen mehr gefunden. Weil an der Hitparade von den meistverkauften Büchern, du warst ja der dritte, aber du warst da aber nicht mehr. Du warst du nicht gesehen auf der achten Platz. Ja, Sic Transit Gloria Mundi. Lass mal halt hoffen, dass die Librarien dann erst noch bestellen. Sonst für all die, die interessiert, wir sind am November auch mal einem Stand auf der Wallfahrt Büchertisch. Super. Du die, wenn ich Keier kriegen, da komme ich dann noch durch. Was weißt du dann nach Neues? Mein Buch mit den Witzen, für das gibt es ja auch eine Audio-CD. Eine Audio-CD. Und die Audio-CD, die kann ich auch bei iTunes, aber bei Amazon kaufen. Entweder die ganze CD oder Einzeltitel mit alkeers 10 Witzer pro Titel. Oh, das ist ja fantastisch. Das heißt also, dass in Düsseldorf auf der ganzen Welt, jeder, der ein Handy hat, mit einem MP3-Player, da kann den durch den Witzer kaufen und lauschen. So ist es, richtig. Es brauche ich just am iTunes oder bei Amazon.com mein Name Jerome Lulling anzutippen. Sonst kann ich am CD herauslauschen, Einzelstücker oder die ganze CD kaufen. Wow, Felicitationen, das hast du gut gemacht. So nach Zeit, dann zählen wir nach einem guten Witz. Okay, nach ein bisschen Zeit, ein bisschen ekligen, also nicht Rose gehen. Ja, kein Problem, bon, für du. Okay. Astrid, weißt du Leute draußen mal die coolen Tatouage du innen auf deinem Rätselbein? Das ist doch kein Tatouage, das ist Varis. Das ist Witz. Das ist Witz. Das ist schon kein, Gott sei Dank. Also, die nächsten, Gemengebeamten, die geht bei seinem Hausdoktor, also du bist Hausdoktor, Madame, die musst mir helfen, ich schwätze, wenn ich schlafe. Das ist doch nicht schlimm. Ja, mir die ganze Büro lacht schon, sie wird mich. Und dann nach Höchstmünchen einen dritten für dich. Den hast an der Schule, hat Lehrerin fragt, de Pitti, was malst du dann da? Mein Co. Aber wo hast du dann hier einen Schwanz? Den hast du nach einem Bleistift. Ja. Merci für das Nachgucken. Nach viel mehr Witzen fand am Jerome singen Buch an, wann der auch gerne wie Prinzessin Stefanie Lützeburg schlägt, da könnt ihr schon an einer Librairie oder auf der Wallfahrt Büchertisch als Lux-DVD gucken. Vielen Dank, Astrid. Au revoir. Au revoir.